war einmal vor langer Zeit, knapp 200 Jahre retour, da gab es einen jungen Mann, dem sein Vater war Gärtner in Schwetzingen bei Karl Theodor. Und er selber wollte unbedingt auch Gärtner werden und somit ging er nach Paris, um Landschaftsarchitektur zu studieren. Und dann ist er hierher gekommen. Ich bin in Trippstadt. Mein Name ist Wiedemann Schorsch und ich möchte die wildromantische Pfalz zeigen. Und Trippstadt liegt jetzt nicht in der Vorderpfalz, wo ich herkomme, sondern wir sagen als Pfälzer in der Hinterpfalz. Und das ist die liebreizendste Gegend, die man sich eigentlich vorstellen kann. Viel Wald, viel wunderschöne gute Luft und ganz, ganz tolle Aussichtsgeschichte und vor allen Dingen schöne Geschichte um die Gegend und um die Menschen. Und ich bin im Kalztal. Und das Kalztal ist was ganz was Besonderes und eigentlich einer von meinen Lieblingsorten, die ich überhaupt kenne in der Pfalz, die ich immer gern besuche. Und dabei ist im Kalztal, komm her, meine liebste Mitwanderin, die Piroschka, unser Rotkäppchen, gell? Und wir zwei gehen jetzt durchs Kalztal. So, und wer hat das Kalztal gemacht und was ist das Kalztal? Das Kalztal hat den Namen durch Karl Josef von Hacke. Karl Josef von Hacke war ein Baron und der hat gelebt hier in Trippstadt im Schloss. Und er wollte um 1780 einen großen Schlossgarten machen, hat es auch machen lassen von Skell. Und dieser junge Mann Skell, den ich vorhin ja erwähnt habe, der hat den Schlossgarten gemacht und geht oben spazieren und kommt daher in das Tal. Und sieht das Tal und schreibt dann, er hat so etwas Liebliches noch nie gesehen. Und das Tal ist eines der schönsten Täler, die er je entdeckt hat. Und somit hat er sich Gedanken gemacht um das Tal und hat das Tal quasi 1780 umgeändert. Und es sieht aus, als wenn es hundertprozentig alles Natur ist. Es ist Natur, aber von ihm per Hand und mit seinen Helfer umgestaltet. Also er hat ein Landschaftsgartental gebaut, par excellence, wie es früher so in der englischen Gärte es immer gegeben hat. Und das war dann auch so ein Steckenpferd. Später ist er dann so berühmt worden, dass er selbst der englische Garten in München kreiert hat und gemacht hat. Und Schloss Nymphenburg hat er dann angelegt und viele, viele andere Gärten. Aber einer der Hauptaugenmerke von seinen Gärten und vor allen Dingen die ersten, die er gemacht hat, waren hier in Trippstadt am Schloss und vor allen Dingen hier im Kalztal. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal durchs Kalztal. Kommen mit, ich freue mich und freuen euch auch. Es ist wirklich wild romantisch in der Pfalz. Das Kalztal war natürlich, das muss man sich mal vorstellen, das sieht ja aus, als wenn das schon immer und ewig so gewesen ist. Aber das war es ja nicht. Der Skell, der hat einfach da Stehe herbringen lassen, der hat andere Bäume pflanzen lassen, der hat den Bach, das ist die Moosalpe, ein bisschen umgeändert und umgeleitet. Und letztendlich ist das ein traumhaftes Ambiente da. Und es war so schön und so toll gewesen für die Leute damals, dass selbst große Hoheiten dahergekommen sind. Und da gibt es eine Tafel, und ich lese mal vor, was vielleicht ein bisschen schwer zu lesen ist, dem Andenken gewidmet an den zweiten Besuch des Kalztales und der Amseldeller, seiner Majestät des Königs Ludwig I. von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, seiner königlichen Hoheit des Großherzogs Ludwig III. Von Hessen und bei Rhein, ihrer kaiserlichen Hoheit der Erzherzogin Hildegarde von Österreich, Prinzessin von Bayern, nebst hohem Gefolge. Das heißt, man hat ein ganzes hohes Gefolge mit hergebracht. Und wenn wir jetzt da weiter ganz oben rausgehen, gibt es das Amstel. Das war so ein Park gewesen
für die hohe Heide und später natürlich auch für das normale Volk. Und das war ein Park mitten im Wald mit einer Kechelbro, mit einem kleinen Ausschank. Da haben dann die Arbeiter der Gienandschen Werke, das hat früher dann Gienand alles gekauft hier, haben dann sich sonntags belustigen können. Und das kann man auch noch angucken. Also es gibt furchtbar viele schöne Sachen dort zu sehen von früher, die aber heute noch sehr mystisch sind und ganz besonders sind. Und man sieht ja, was für eine Ruhe das so ein Tal ausstrahlt. Und sich daher hocken und im Sommer vielleicht die Fies dann in die Bachneu zu hängen oder ein gutes Gläschen Wein zu trinken, was ich mit Sicherheit noch mache, ist das schon was Besonderes, oder? Ist das nicht schön da? Ich finde es super. Gehen wir weiter, Piroschka? Ja, gehen wir weiter. Hopp, dann lass uns gehen. Ja, wir sind jetzt hier quasi im letzten Drittel von dem wunderschönen Kalstal und hinter mir ist so ein kleiner Pavillon und das war ein Pavillon, da hat man eigentlich gesagt, das ist eine Neugierde. Eine Neugierde, da haben sich dann die Dame oder die Herren sonntags neu gekocht, haben vielleicht ein Gläschen Wein getrunken, haben vielleicht ein bisschen was gegessen. Vor allen Dingen waren sie neugierig, wer noch gekommen ist und wer das Ganze besucht hat. Und dieser Herr von Hacke, der Karl Josef, der ja im Schloss in Trippstadt gelebt hat und da auch der Name Kalstal herkommt, denn er hieß ja Karl Josef und er hat das Tal noch sich benannt dann. Kalstal ab 1780 hat eine Frau gehabt und ich finde es einfach so toll, wie man früher die Namen gegeben hat für die hohe Herrschaften. Ich hätte mir das aufschreiben müssen, weil das kann ich mir gar nicht merken. Die Dame des Hochadels hat Käse Amöna. Amöna Marie Charlotte Juliane Sturmfelder von Oppenweiler. Ach Gott, ist das ein schöner Name. Ich heiße bloß Schorsch. Ist auch okay. Ja? So, wir gehen noch ein Stück weiter und zwar einen ganz besonderen Ort besuchen wir jetzt hier im Kalstal. Eine Behausung, wo früher die Leute drin gewohnt haben. Es gab viele Höhlenhäuser quasi, auch bei uns hier in der Pfalz und weiter dann ins Elsass rüber. Und ein paar sind noch übrig geblieben. Und wir gucken jetzt uns mal noch so ein Höhlenhaus an. Ja. So in früherer Zeit waren ja die Leute oft furchtbar arm und gerade die Leute in der Waldgegend. Und wenn sie gar nichts gehabt haben, kein Haus und kein Hof und kein Acker und kein Vieh, und dann sind sie oft in den Wald gegangen. Im Wald hat man geguckt, ob es eine Höhle gegeben hat. Und wir stehen jetzt vor so einer Höhle und das war früher die Behausung vom sogenannten Felsenweib. Bis in die 1850er Jahre hat die alte Frau dann hier gelebt. Wasser hat sie ja gehabt. Im Sommer war es schön, im Winter furchtbar kalt. Im Winter nicht nur kalt, aber furchtbar nass. Man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie das heutzutage, wie das damals schwierig war, hier zu leben. Heute würde man sagen, es wäre ein Tiny House. Hat vielleicht 10, 12 Quadratmeter. Mehr ist das nicht. Und wenn wir mal kommen und gucken euch das Kalstal an, ist ja wirklich schön, gehen die paar Meter darauf und gucken euch auch die Höhle an. Und dann werden Kinder hier übernachten. Ich habe nichts dagegen. Der Fester vielleicht. Aber ja, Nacht. Mein Gott, was soll das sein? Ja? Also, das war das Kalstal. Ich hoffe, ich habe euch das Kalstal ein bisschen näher bringen können. Kommen in die Pfalz, kommen in den Pfälzerwald, kommen hinein in die Hinterpfalz, wie wir so schön sagen. Das ist wirklich eine ganz tolle Gegend hier. Es sind ganz liebe Leute, es gibt gutes Essen, es gibt gutes Trinken, mehr Bier wie Wein, aber auch viel Wein. Und genießen das in der Pfalz zu sein. Ich gehe jetzt weiter
Ich gehe jetzt zurück wiederum und lasse mir es heute auch gut gehen. Es ist ein schöner Tag. Machen es gut, Piroschka geht mit mir. Und wir zwei verabschieden uns. Mein Name ist Wiedemann Josch vom Doktorenhof. Gute Zeit. Servus. Machen's gut. Tschüss. Kommt mal gehen.